Nachdem der Tell seinen Sohn stumm umarmt hat, ist er abgeführt worden. Die Waffenknechte haben ihn ans Ufer vom Vierwaldstätter See zum Herrenschiff von Uri geführt. Mit dem Schiff wollten sie ihn über den See in die Burg vom Gessler und dort ins Gefängnis bringen. Auf dem Schiff hat der Gessler siegessicher angegrinset. Aber das Schicksal ist dem Wilhelm Tell zu Hilfe gekommen. Plötzlich ist ein Sturm aufgekommen und hat die See in einen Hexenkessel verwandelt. Das Schiff ist wie eine Nussschale von den gewaltigen Wellen auf- und abgeschlagen worden. Und es hat ausgesehen, wie wenn es in den tosenden Fluten versinken. Die Knechte vom Vogt sind kreidebleich geworden. Herr, wir stehen alle am Rande des Todes. Tell aber ist ein kräftiger Mann und weiß, ein Schiff zu steuern. Wenn uns einer retten kann, dann er. Bitte nehmt ihm die Fesseln ab und lasst ihn steuern. Hör zu, Tell. Wenn du es schaffst, uns hier heil herauszufahren, dann werde ich dir die Fesseln abnehmen lassen. Mit Gottes Hilfe wird es wagen und uns alle hier sicher rausführen. Auf dein Wort, Tell. So befreit ihn von den Fesseln und lasst ihn ans Steuer. Und so haben die Knechte am Tell die Fesseln abgenommen. Sofort hat er das Steuer in die Hand genommen und mit aller Kraft hat er das Schiff gegen das sichere Ufer zugesteuert. Aber er hat natürlich nicht wirklich daran gedacht, den Vogt und seine Schergen zu retten. Ganz im Gegenteil. Im Geheimen hat er auf der nahen Felsklippe nach einer guten Stelle zum Abspringen gesucht. Und, als er einen flachen Felsvorsprung entdeckt hat, hat er den Mann im Boot zugerufen. Es geht nicht mehr lang, Mann. Wir müssen noch bei der Felswand bleiben. Geht nicht auf. Die Männer hatten alle Hände voll zu tun gehabt, dass das Schiff nicht gekentert ist. Niemand hat Zeit gehabt, jetzt noch den Tell zu bewachen. Der hat die Situation gewusst auszunutzen. Er hat seine Armbrust geschnappt und ist mit einem riesen Gump vom Boot auf die Felsplattform gesprungen. Dabei hat er sich so hart vom Schiff abgestoßen, dass das weit in die Wellen zurückgeschleudert worden ist. Der Tell ist auf der Felsplatte erschöpft auf die Knie gesunken und hat Gott für seine Rettung gedankt. Aber er hat auch gewusst, dass er und seine Familie jetzt in grosser Gefahr sind, falls es dem Gessler und seinen Mannen doch noch gelingen sollte, sicher ans Ufer zu kommen. Der Wilhelm Tell hat nur noch einen Ausweg gesehen, um noch grösseres Unheil zu verhindern. Der Gessler musste sterben.